So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für allemal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest. Ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Jesus Christus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, so dass ihr tut, was gerecht ist. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Fantastisch. Es war Anfangs Mai. Der Corona-Lockdown ist langsam sich am lockern gewesen. Man hat immer noch nicht mit mehr als 5 Personen sich treffen, aber die Grenzen sind noch zu gewesen, aber Verwandte haben jetzt über die Grenzen dürfen am Anfang. Wir haben gedacht, komm, wir machen mal ab mit der Schwester von meiner Frau, der Marisa. Sie ist Schweizerin, hat einen deutschen Mann geheiratet und die wohnen in Steinen, gerade an der Grenze. Und das haben wir gesagt, komm, kommen Sie am Nachmittag mit den Kids zu uns. Wir haben zu Feiern, kochen zur Nacht und haben einfach wieder mal Gemeinschaft, oder? Haben wir gemacht, sie sind gekommen, sie läuten an der Tür, die Tür geht auf und das Erste, was sie sagen, ist, hey, sorry, wir müssen in einer Stunde wieder heim. 45 Minuten Weg, ein Weg, oder? Wir müssen in einer Stunde wieder heim, weil wir haben das Medikament vergessen von unserer Tochter. Und das braucht sie so und so viel immer wieder all diese Stunden, oder? Und jetzt in einer Stunde wäre es so wieder. Wir haben es zum ersten Mal vergessen, das heisst, wir müssen heim. Und dann habe ich gedacht, das ist ja mega doof, jetzt nochmal heim, jetzt sind wir eine Stunde, kommen wir da an und müssen wieder heimgehen. Und dann habe ich die geniale Idee gehabt. Komm, wir Männer fahren mit dem Auto zurück nach Steinen, holen das Medikament. Und währenddessen haben die Frauen ein bisschen Zeit miteinander, mit den Kindern und so, und wir haben ein bisschen Männerzeit. Und dann sind wir in 1,5 Stunden wieder da, können dann richtig zu Nacht essen und da oben genießen. Und alle haben die Idee super gefunden. Das heisst, wir haben es parat gemacht, der Timon und ich, mein Schwager. Haben unsere Sachen angelegt, Schuhe angezogen und sind richtig aus der Wohnung raus, Richtung Parkplatz. Und auf dem Weg aus der Wohnung sage ich noch so, hey, Timon, glaubst du, ich muss meine Jacke mitnehmen? Nein, dann sage ich noch weiter, nein, eh nicht. Wir sind ja nur im Auto. Und ihr müsst wissen, es war Anfangs Mai, aber der Samstag war mega kalt, um die 0 Grad. Und ich so, wir sind ja nur im Auto. Ausser ich komme nicht über die Grenzen beim Zoll und ich muss aussteigen. Aber das passiert eh nicht, oder? Und wir laufen so runter, fahren nichts ahnend los, steigen ins Auto, fahren Richtung Rheinfelden an die Grenze. Dort wird jedes Auto rausgenommen. Ich habe mir immer noch nicht überlegt. Nicht einmal, da kommt die deutsche Zollbeamtin, oder? So mit einer Maske sagt, Ausweise bitte. Mein Schwager zeigt seinen deutschen Pass.
Und dann sagt sie, okay, und dann schaut sie auf mich und plötzlich habe ich realisiert, ja, nein, ich brauche ja auch einen Pass. Erst dann habe ich es gecheckt. Auf jeden Fall zeige ich dann so meine Schweizer ID und sie schaut mich an und sagt, das hier ist Deutschland. Sie kommen hier nicht rein, oder? Und ich so, ja, aber, nicht mein Schwager erklären. Ja, wir sind auf Besuch, oder? Die Schwester ist dort jetzt in der Schweiz geblieben und wir müssen ein Medikament holen. Oder? Dann haben wir fahren, haben die ganze Geschichte erzählt, bis die mal rausgekommen ist, um was es geht, oder? Dann hat sie uns 2 Ausweise genommen und ist zum Posten gegangen und hat das irgendwie kontrolliert. Wir haben gedacht, die kommt jetzt zurück, hat das mit dem Chef abgeklärt und das ist so ein Härtefall, easy, wir können nur schnell das Medikament holen. Kommt sie zurück, sagt zu meinem Schwager, Sie können weiterfahren und zu mir, Sie nicht. Und mir so, ja, was machen wir denn jetzt? Was sollen wir machen? Ja, das ist nicht mein Problem. Das müssen Sie jetzt lösen. Und wir so, ja gut, also, dann steige ich halt aus. Timon, hast du mir deine Jacke, oder? Steige ich halt aus und ich würde dann übergehen zum Schweizer Zoll irgendwie und er holt das Medikament, kommt wieder zurück und ladet mich wieder auf. Dann sagt die Frau, nein. Wir lassen Sie doch nicht über die Autobahn laufen. Und ich so, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, das ist Ihr Problem. Und ich so, das gibt's ja nicht, oder? Was machen wir jetzt, oder? Und ich so, ist mir in den Sinn gekommen, ich habe ja einen deutschen Pass noch. Ist mir in den Sinn gekommen. Aber den habe ich natürlich nicht dabei gehabt, oder? Dann das Handy angemacht, ich habe alle Dokumente eingescannt, Google Drive, Roaming aktiviert, ewig gesagt, bis das mal... Ich stehe im Stress, oder, vor Schwitzen, oder, langsam. Hey, obwohl es kalt war. Ich finde, natürlich habe ich den Pass nicht eingescannt. Und ich so, okay, kann ich meiner Frau anrufen, dass sie mir ein Foto macht von meinem deutschen Pass, dass wir dann durchkommen? Und sie so, ja, können Sie probieren. Ich rufe meiner Frau an. Ich muss wissen, in 8 von 5 Fällen nimmt sie das Telefon nie ab, oder? Ja. Und ich so, sie so, ja, Sie können noch ein bisschen probieren und hier rausfahren. Okay, fahren wir raus. Ich probiere meiner Frau an, der Timon probiert seiner Frau an, wir rufen unsere Frauen 5-mal an. Niemand nimmt ab. Wieso, das gibt es doch nicht. Dann kommt sie wieder zurück. Und, was machen die jetzt? Ja, meine Frau nimmt das Telefon mit ab. Was machen wir jetzt? Ja, ist nicht mein Problem. Und ich so, okay, wir machen es so, ich bleibe halt hier beim deutschen Zoll, der Timon fährt, holt das Medikament, geht in die Schweiz, geht kehren, oder, und kommt wieder zurück, haben wir gedacht. Und dann so, sie so, nee, das geht nicht. Sie werden das gleiche Problem haben, wenn Sie wieder zurück in die Schweiz fahren, zum Timon, weil er ist ja nicht Schweizer. Und hat seine Frau nicht dabei, die Schweizer ist. Das heisst, wir sind auf der Grenze zwischen 2 Ländern gefangen, sie haben nicht mehr führen und nicht mehr zurück. Und wir sagen, das gibt's doch jetzt einfach nicht, oder? Und ich so, ja, dann steige ich halt aus und laufe irgendwie heim und hole das Taxi. Oder? Aber wir brauchen ja das Medikament. Und wir sind irgendwie wirklich... Ich so, Jesus, bitte, zeig meiner Frau, wo das Handy ist. Und ich rufe ihr noch einmal an, oder? Ich rufe ihr noch einmal an. Und ich rufe an und sie so, hallo, wo sind ihr? Kommen wir bald? Und ich so, hey Marina, du musst mir den Pass schicken. Wir sind fest am Zoll. Und sie so, was? Holt den Pass oder schickt mir ein Foto. Ich zeige mein Handy den Zollbeamten. Oh, mein Pass. Dann sagt die Zollbeamtin, dieser Ausweis ist seit 2 Jahren abgelaufen. Aber dann hat sie gesagt, okay, der ist noch 10 Jahre gültig, Sie können gehen, oder? Wir fahren los. Im Wissen, dass wir nur 50% vom Hindernis bis jetzt überwunden haben, weil wir wollen ja das gleiche Problem nochmal, oder? Dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das, wenn wir zurückfahren? Okay, haben wir überlegt, ich fahre einfach und wir tun ihn in den Kofferraum, weil dann bist du der Schweizer, der fährt, oder? Dann haben wir gedacht, mit einem deutschen Nummernschild, oder? Was ist, wenn er dann fragt, ja, kommen Sie mal raus, machen Sie mal den Kofferraum auf und dann ist da so ein deutscher Schwager drin. Dann haben wir gedacht, das können wir nicht machen, oder? Kommen wir nach Steinen, endlich an, um das Medikament zu holen, stehen vor der Haustür und merken, wir haben den Schlüssel vergessen. Nein, Spaß, das stimmt nicht. Wir haben den Schlüssel nicht vergessen. Ist alles gut. Wir sind dann rein, haben das Medikament geholt, sind zurückgefahren, kommen wieder an die Grenzen an. Ausweis bitte, nein, das ganze Ding nochmal, oder? Und was sind sie? Das ist die Schweiz. Und dann haben wir wieder erklärt, ja, das Schwagerkind, Medikament, bla bla bla. Und da war zum Glück ein bisschen netter und hat uns dann durchgelassen. Wir sind in die Freiheit gefahren, zurück in die Schweiz. Warum erzähle ich diese Geschichte? Manchmal im Leben stecken wir fest. Amen. Die Band kann jetzt auf die Bühne kommen. Danke vielmals.
voll nicht. Wir sind in der Serie, sorry, ich habe gerade eine gute Zeit hier. Die Geschichte ist einfach, ich habe sie so lange aufbewahrt, die Geschichte. Die muss ich einig bringen. Die ist einfach gut, ich habe sie heute gebracht. Gut, also, wir sind in der Serie, wo wir den Römerbrief eintauchen, wo der Paulus das Evangelium darstellt, was das für dich und mich bedeutet. Und heute reden wir über die Freiheit, wo das Kreuz für dich und mich bedeutet, Gottes Freiheit. Letzte Woche hat Timon über das 5. Kapitel im Römerbrief geredet, über die überbordende Gnade von Gott. Und ich möchte euch ermutigen, sowieso alle Podcasts nachzuhören, die ihr verpasst habt, und auch daheim den Brief mitzulesen. Das ist eine Bereicherung. Dann hat er darüber geredet, oder, wie Gott uns beschenkt, mit einem Geschenk nach dem anderen, oder die überbordende Gnade. Obwohl wir schuldig sind, vergibt uns Gott. Obwohl wir ihn nicht gesucht haben und nicht in Gemeinschaft mit ihm sind, stellt Gott die Gemeinschaft wieder her. Obwohl wir verloren sind, tut er uns ins Recht setzen, schenkt uns seine Gerechtigkeit. Wir bekommen eine neue Identität, ewiges Leben und seine Liebe. Ein Geschenk nach dem anderen, oder? Amazing. Und der Paulus fasst das dann so zusammen, am Schluss Römer 5, Vers 20. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Gottes Gnade ist so groß, überbordend groß, dass auch wenn die Sünde am Überströmen ist, das heisst voll abgeht, strömt die Gnade immer noch drüber. Das heisst, es gibt keine Schuld, keine Sünde, keine Scham, die zu klein wäre für Gottes Gnade. Unglaublich. Was kann man zu dem noch sagen? Zu diesen vielen Geschenken. Und da tauchen wir heute ein. Weil der Paulus muss an dieser Stelle auf einen Vorwurf eingehen, der ihm immer wieder gemacht worden ist. Nämlich, dass er die Gnade und die Liebe von Gott zu fest betont. Sie haben Paulus immer wieder vorgeworfen, Paulus, Gnade so ist schon gut, aber bitte nicht so überbordend. Nicht so unglaublich. Du kannst den Leuten nicht sagen, Gottes Gnade ist immer grösser als jeder Fehler, weil sonst gibst du ihnen einen Freipass und die Leute sündigen noch mehr. Und dann sagst du den Leuten noch, ihr seid nicht unter dem Gesetz, spinnst. Bist ja also nicht ans Bachen, oder? Dann sagen die Leute, wenn Gott uns ja liebt, so wie wir sind. Wenn Gott mich ja geliebt hat, als ich noch Sünder war, und Jesus ist ja schon am Kreuz gestorben für mich, wenn er mich ja geliebt hat, als ich Sünder war, warum soll ich mich denn ändern? Und der Paulus geht auf diesen Vorwurf ein und er braucht etwa 2 Kapitel, Kapitel 6 und 7 und noch Teil vom 8, um die Freiheit von Gott zu erklären. Und wir können natürlich nicht alles lesen, aber ich habe probiert, die Argumente von ihm in 2 Punkten zusammenzufassen. Wenn du zum Schluss kommst, dass Gnade dir einen Freipass gibt, zum einfach machen, was du willst, dann hast du erstens nicht verstanden, würde Paulus sagen, was am Kreuz passiert ist. Und du hast zweitens nicht verstanden, warum das, was am Kreuz passiert ist, passiert ist. Nochmal. Du hast nicht verstanden, was am Kreuz passiert ist und du hast nicht verstanden, warum das, was am Kreuz passiert ist, passiert ist. Und natürlich, um das Zweite zu beantworten, müssen wir zuerst darüber reden, was am Kreuz passiert ist. Und was ist am Kreuz passiert? Wir haben in der letzten Woche immer wieder gehört, am Kreuz hat Gott die Schuld der Menschen beseitigt. Am Kreuz hat Gott den Menschen vergeben. Und das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Das ist nicht alles. Und manchmal wird die halbe Wahrheit zur Unwahrheit, wenn man das Wichtigste, was passiert ist, ausblendet und nicht erwähnt. Weil Gott hat am Kreuz nicht nur unsere Schuld vergeben, sondern hat die Macht der Sünde besiegt. Gott hat am Kreuz nicht nur unsere Schuld vergeben, sondern hat die Macht der Sünde besiegt. Was meine ich damit? Was meint der Paulus damit? Wenn der Paulus von Sünde redet er praktisch nie von Daten, von unseren Handlungen, von dem, was wir machen und nicht machen. Sondern er redet von Sünde in der Einzahl, Singular, die Sünde, wo die Ursache ist für unsere Sünden, unsere Taten und Nicht-Taten und so weiter. Der Paulus redet von einer Macht, die Sünde. Römer 7, 14 bis 15 bringt es auf den Punkt. Er sagt dort, ich bin verkauft unter die Sünde oder der Mensch.
Ich bin verkauft und es ist Sünde, Singular, als Macht, als Sklaventreiber, als Herrscher über dem Leben. Und das passiert, wenn das ist, was ich bewirke, begreife ich nicht, denn nicht, was ich will, treibe ich voran, sondern was ich hasse, das tue ich. Der Mensch ist durch die Macht von der Sünde versklavt, dass er Sachen macht, die er eigentlich nicht will, und das, was er will machen, macht er nicht. Und nachher führt es aus im Vers 20 bis 24. Wenn ich aber gerade das tue, was ich selbst nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der handelt, sondern die Sünde, Singular als Macht, die in mir wohnt. Ich entdecke also folgende Gesetzmäßigkeit, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse nahe liegt. In meinem Inneren freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich weiß, was richtig ist und was falsch ist. Ich weiß es sogar und ich finde es sogar gut. Aber in meinen Gliedern, in meinem Körper nehme ich ein anderes Gesetz wahr, das Krieg führt gegen das Gesetz meiner Vernunft und mich gefangen nimmt durch das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Jetzt stellt er die Frage, ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus diesem Todesleib? Siehst du, so eine Situation, wie der Paulus sie beschreibt, die braucht nicht primär Vergebung, die braucht Befreiung. Wenn ich mit meiner Frau am Telefon bin, auf dem Zoll gefangen, und meine Frau sagt mir, Matthias, ich vergib dir, dass du den Pass vergessen hast. Ich vergib dir, dass du jetzt spät heimkommst. Und dann würde ich sagen, ja schön, das ist nett. Danke, vergisst du mir. Aber ich brauche nicht deine Vergebung, sondern ich brauche den Pass. Ich brauche Freiheit. Ich vergib dir, dass du das Telefon nicht abgenommen hast. Okay, wir können über das reden. Aber ich brauche den Pass. Ich brauche Freiheit, weil ich bin gefangen. Ich komme nicht führen und ich komme nicht hindern. Irgendeine höhere Gewalt, in diesem Fall die deutsche Zollbeamtin, haltet mich gefangen. Ich brauche Freiheit. Vergebung ist gut und recht, aber ich brauche Rettung. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben. Dass du wie so ein Gefängnis in deinem Leben verspürst. Du hast Sachen in deinem Leben, die dich wie gefangen halten. So ein Gitter. Muster. Sucht in deinem Leben. Und du probierst dich du probierst dich zu befreien und du schaffst es vielleicht sogar auch einmal. Aber das Krasse ist, da ist wie so eine Kette dran. Du befreist dich, gehst um und merkst, es zieht mich wieder zurück. Es zieht mich wieder zurück. Und du merkst, wie Sachen, die du eigentlich dich willst davon lösen, bleiben an dir haften. Und du drehst dich wie um das Gefängnis herum, du probierst loszukommen, aber es ist wie so ein Gravitationsfeld und du kommst wieder an den gleichen Punkt und bist wieder gefangen und denkst, ich muss wieder probieren. Vielleicht ist es irgendeine Sucht in deinem Leben, Abhängigkeit von einer Substanz oder einer Beziehung oder so, wo du wie merkst, ich komm nicht los, es hebt mich etwas. Vielleicht sind es Muster in deinem Leben, wo du vielleicht Mechanismen, wie wir mit Druck umgehen oder Verletzungen umgehen. Und vielleicht hast du deine Eltern beobachtet, wie sie gewisse Sachen machen. Und du hast sogar gesagt, so werde ich nie. Und merkst aber jetzt, dass die gleichen Muster bei dir wieder auftreten. Wutausbrüche, negative Gedanken, Pessimismus, Undankbarkeit, was auch alles, Neid, Selbstmitleid, all die Sachen, die uns zurückziehen. Du merkst, ich bin wie gefangen und werde nicht frei von dem. Und der Paulus nennt genau diese Kette Sünde. Nicht, was wir damit machen, das sind Konsequenzen davon. Aber er nennt die Kette die Macht von der Sünde, die uns gefangen haltet. Vielleicht hast du dich schon damit abgefunden, dass du unfrei bist. In gewissen Bereichen von deinem Leben. Aber ich möchte dir jetzt gute Nachrichten mitgeben. Am Kreuz, sagt der Paulus, hat Gott die Macht besiegt. Römer 8, 3-4. Denn was dem Gesetz nicht möglich war, was es mit Hilfe des Fleisches nicht schaffte, was wir nicht haben können, ich liebe den Satz, das tat Gott. Er hat seinen Sohn in der Gestalt, ist ein komplizierter Satz, aber ist extra kompliziert, weil es kompliziert ist. Aber
Lies präzise mit. Er hat seinen Sohn in Gestalt des von der Sünde beherrschten Fleisches gesandt als Sühnopfer und verurteilte damit die Sünde im Fleisch. So sollte der Rechtsspruch des Gesetzes erfüllt werden unter uns, die wir unseren Weg nicht nach dem Fleisch gehen, sondern nach dem Geist. Wir müssen präzise lesen, weil der Paulus schreibt hier, Moment. Der Paulus schreibt hier, Moment. Das ist eben das Problem mit der Sünde, man wird sie nicht los. Okay. Der Paulus schreibt, dass Gott am Kreuz die Sünde verurteilt hat in Jesus. Er schreibt nicht, Gott hat Jesus verurteilt am Kreuz. Er sagt, er hat die Sünde in Jesus verurteilt. Das heißt, am Kreuz hat sich die ganze Macht von der Sünde, von der ganzen Welt, die ganze Bosheit von der Welt, die Macht, die Menschen und die Schöpfung gefangen sind, hat sich versammelt am Kreuz, hat ihre Schandtat mit dem einzigen Unschuldigen getrieben, mit Jesus. Und wo die Sünde am Kreuz versammelt war, verdichtet war, so, da hat Gott die Sünde verurteilt und besiegt. Amen. Das ist das, was passiert ist. Schau, am Kreuz hat dir Gott nicht nur vergeben, sondern er hat dich befreit. Das heisst, es gibt ein neues Leben für dich und mich. Die Kette gehört nicht zu dir. Die Kette gehört nicht zu dir. Du bist frei von dem Gravitationsfeld, das dich immer wieder zurückzieht. Die Kette ist kaputt. Das Muster, das du meinst, dass du geerbt hast und du dich schon damit abgefunden hast, das gehört nicht zu dir. Nur weil dein Vater als Alkoholiker geendet ist oder dein Großvater, heisst das nicht, dass du auch so musst enden. Du gehörst jemandem anderem, du bist frei. Die Kraft, die dich zerstören will, hat Gott am Kreuz zerstört. Das ist das, was der Paulus sagt. Und ich möchte, dass du das verstehst. Weil das soll uns Hoffnung geben. Du hast jeden Grund zur Hoffnung für Freiheit. Du hast jeden Grund zur Hoffnung für Besserung. Find dich nicht mit deiner Unfreiheit ab. Und das ist der erste Punkt. Gott hat uns am Kreuz nicht nur vergeben, sondern er hat uns befreit. Und wenn wir das verstehen, kommen wir nie auf die Idee, das ist aber eine schöne Gnade. Ich bin ja gerechtfertigt, ich kann ja machen, was ich will. Weil ich weiss, dass mein Leben ohne Gott nicht frei war. Obwohl ich damals gemeint habe, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, weiss ich im Nachhinein, dass das nicht Freiheit war, sondern eigentlich eine Sklaverei. Also, wenn wir jetzt wissen, was ist am Kreuz passiert, können wir uns dem zweiten Punkt widmen. Warum ist das, was am Kreuz passiert ist, passiert? Warum ist das, dass er uns nicht nur vergeben hat, sondern uns befreit hat von der Sünde? Warum ist das am Kreuz passiert? Oder wozu? Und die Antwort liegt, sagt der Paulus, in der Taufe. In der Taufe. Das, was in der Taufe passiert und das, was die Taufe symbolisiert. Der Paulus sagt auf den Vorwurf an, dass er eine Gnade predigt, die einfach den Leuten Freipass zuspielt. Sagt er sicher nicht, die haben es nicht verstanden. Und dann in Römer 6, Vers 3 sagt er, wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Jesus getauft wurden, in seinen Tod getauft worden sind? Das gilt es zu erkennen. Unser alter Mensch wurde mit ihm, mit Jesus gekreuzigt, damit der von der Sünde, die Kette beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht mehr Sklaven der Sünde seien. Denn wer gestorben ist, ist von allen Ansprüchen der Sünde befreit. Der Paulus sagt, wenn sich jemand taufen lässt, wird er eins mit Jesus. Identifiziert er sich mit Jesus und mit dem, was am Kreuz passiert ist. Das heisst, wenn du tauft wirst, stirbst du sozusagen und die Sünde in dir, wo Gott am Kreuz zerstört hat, stirbt auch und geht kaputt.
Die Macht der Sünde wird durch Taufe in dir gebrochen. Aber schau, das ist nur das eine, was an der Taufe passiert ist. Das ist nur ein Teil. Das ist nur ein Teil. Und wir lassen den zweiten Teil oft weg. Aber dort, Leute, ist wirklich eigentlich das Potenzial von der Freiheit drin. Bei der Taufe tauchst du ja nicht einfach nur ab unter das Wasser. Oder? Du wirst gereinigt, das ist Vergebung. Und du identifizierst dich mit dem Tod von Jesus, mit der Überwindung von der Sünde. Du gehst ab und lässt das alte Leben hinter dir. Aber du kommst ja wieder rauf. Du kommst ja wieder rauf. Warum denn? Warum taucht man wieder auf in der Taufe? Ja, dass man vielleicht nicht untergeht. Aber warum? Warum sollte man wieder raufkommen? Und so viele Christen, glaube ich, verstehen diesen Punkt nicht und sind genau wegen dem nicht frei. Vielleicht hast du dich das jetzt auch gefragt, in meiner Ausführung mit dem Gitter. Ja, aber wenn jetzt Gott am Kreuz die Macht der Sünde besiegt hat, warum fühle ich denn die Kette immer noch amix in meinem Leben? Warum spüre ich denn das noch, dass ich da muss kämpfen und mich zieht es da rundum? Warum finde ich mich immer wieder hinter dem Gitter? Warum, wenn doch das passiert ist, warum ist denn das noch eine Realität? Und ich möchte dir einen Vorschlag machen. Vielleicht will wir das Auftauchen von der Taufe nicht wirklich verstanden haben. Und ich sage mit dem nicht, dass wir, wenn wir das verstanden haben, perfekte Menschen sind. Aber wir sind freiere Menschen. Zu 100%. Römer 6, Vers 11. Paulus schreibt, nachdem er das mit der Taufe ausgeführt hat, betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot, für Gott aber lebendig sind in Christus Jesus. Du siehst wieder beides. Es ist ein Sterben, ein Abtauchen, aber es ist auch ein Aufkommen. Verstehst du? Du bist nicht einfach nur, deine Aufgabe ist nicht einfach nur, dich nicht zum Gitter zu bewegen, sondern du bist für etwas gemacht. Du bist befreit worden, dass du ein Leben für Gott kannst leben. Du hast eine Berufung und einen Auftrag. Und so viele Christen checken das nicht und wir tun ein Leben lang uns damit beschäftigen, wie werde ich frei? Wie werde ich frei? Was darf ich nicht machen? Das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Oh, und da muss ich noch in den Seelsorgerkurs und da und da. Und wir tun da um die Arbeit von dieser Gefangenschaft uns drehen und vergessen eigentlich, dass Gott uns nicht nur von dem will befreien, sondern für etwas will befreien. Für seine Berufung. Er möchte, dass wir für ihn leben. Das heisst, Gott hat dich begnadigt, Gott hat dich gerettet, damit er dir einen Auftrag geben kann. Und ich glaube wirklich, so viele Christen wissen nicht, warum sie da sind. Sie haben das Gefühl, ich bin da, dass ich nicht mehr da reinkomme, dass ich nicht mehr da zurückgehe. Aber Gott hat dich für etwas befreit. Für etwas befreit. Schau, Freiheit, die Gott schenkt, bedeutet nicht einfach, ich kann jetzt machen, was ich will. Das ist überhaupt nicht die Freiheit, die Gott meint. Paulus sagt, das Unglaubliche, entweder bist du Sklave von der Sünde, bist unfrei. Oder du bist Sklave von Gott, dann bist du frei. Und das ist das Paradox. Wenn du wirklich willst frei sein, musst du Sklave werden von Gott. Ich meine, das ist ein Spruch, das bringen wir fast nicht in unseren Kopf rein, oder? Aber Freiheit bedeutet nicht einfach, ich bin unabhängig, sondern ich habe einen neuen Chef. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Wahre Befreiung findet sich dann, wenn du in Dienst gestellt wirst von Gott und für seine Gerechtigkeit und sein Reich. Dort ist der Geist Gottes aktiv, dort wirkt er für dich und du wirst merken, wie die Ketten plötzlich wirklich weg sind, weil du einen Auftrag hast, weil du weißt, warum du da bist, weil du weißt, was du zu tun hast, weil du weißt, du bist nicht einfach nur ein Opfer, sondern du bist eine Waffe in Gottes Hand für sein Reich. Ich möchte das vorlesen. Römer 6, Vers 13. Stellt eure Glieder, also unser Körper, nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch vielmehr Gott zur Verfügung, als solche, die unter den Toten waren und nun lebendig sind. Warum sind wir denn lebendig? Warum? Stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Waffen der Gerechtigkeit. Und ich möchte dir Hoffnung geben. Du bist nicht einfach ein Opfer von deinen Umständen. Du bist nicht einfach ein Opfer von deinem Käfig, das du geerbt hast von deinen Eltern. Du bist nicht einfach ein Opfer von deinen Fehlern, von dieser Kette, sondern du bist eine Waffe in Gottes Hand.
Du bist eine Waffe für seine Gerechtigkeit. Ich weiss, das sind jetzt starke Begriffe und militante Begriffe, aber Leute, es geht um sein Reich von der Liebe, das er bauen will. Du bist eine Waffe in seiner Hand und vielleicht hast du noch eine Kette, aber fokussiere dich nicht immer auf das, sondern fokussiere dich auf das, was kann ich machen. Und du wirst merken, es ist eine Frage vom Fokus und du wirst frei von Sachen, die dich zurückhalten. Als ich in eine Bibelschule gegangen bin, 2 Jahre auf Australien bin ich gegangen, glaub mir im Fall, ich bin dort reingekommen und so viele Sachen in meinem Leben, Sucht, Muster, Lifestyle-Sachen, die ich einfach gepflegt habe, die ich dachte, das gehört zu mir, sind nur, weil ich in eine Bibelschule gegangen bin, wie fast von selber von mir abgefallen. Warum? Ich habe gar keine Zeit mehr für das Zeug. Ich bin im Einsatz am Sonntag, ich habe das machen, das. Ich habe eine Verantwortung gespürt. Ich habe wirklich gemerkt, hey, Gott kann mich brauchen, Gott kann mich brauchen, Gott kann mich brauchen. Und ich bin wie in eine Freiheit hineingekommen. Und der Paulus sagt, verwende die gleiche Energie, die du für diese Sachen gebraucht hast, für deine Freiheit. Wenn du Mühe hast mit Stehlen, super Beispiel, du bist ein Stehler, du stiehlst einfach gerne, oder? Dann lass dich taufen, Amen, lass hinter dir, hör auf stehlen, okay. Aber das ist nur die Hälfte der Botschaft. Die andere Botschaft ist, du bist auch für ein neues Leben erweckt worden. Hör auf stehlen und fang an, dich in Grosszügigkeit zu üben. Und ich verspreche dir, dann wirst du frei. Weil das ist passiert. Die Macht von der Sünde ist frei. Es ist nicht unsere Leistung, aber es ist unser Neues zur Verfügung stellen für etwas. Wenn du Probleme hast mit Neid, du siehst immer, was die anderen haben, dann fang an, hör auf, Neid ist sie, ja, aber fang an, anderen Leuten Komplimente zu machen für das, was sie haben. Glaub mir, wenn du die Energie brauchst auf ein neues Leben, kommt Freiheit rein. Weil alles, was passiert ist, ist gemacht. Es ist erledigt am Kreuz. Sünde hat wirklich keine Macht mehr über dich und mich. Wenn du Probleme hast mit Lästern, negativ reden, mit Pessimismus, Undankbarkeit, ich möchte dir sagen, du hast jeden Grund zur Hoffnung. Jeden Grund zur Hoffnung. Das Glas halb voll zu sehen in deinem Leben. Weil Gott hat am Kreuz uns nicht nur vergeben, Amen, Halleluja, er hat uns auch befreit. Und er hat uns ein neues Leben geschenkt durch seinen Geist. Es ist eine Frage vom Fokus. Und ich möchte dich heute ermutigen. Und ich möchte dich fragen, hat der Herrschaftswechsel bei dir stattgefunden? Bist du frei? Und mit frei meine ich, ist Jesus dein König. Hast du dich in den Dienst von Jesus gestellt? In seinen Dienst, wo es um ihn geht. Und seine Aufgaben für dich. Bist du getauft? Bist du da? Wenn du nicht getauft bist, warum nicht? Warum nicht? Das ist Gottes Geschenk von der Freiheit für dich und mich, dass wir unser altes Leben hinter uns lassen können und das Neue, das er für uns hat, empfangen können. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ich danke dir, Jesus, dass du Sieger bist über die lebenszerstörende Macht von der Sünde. Wow. Und ich wünsche mir, dass das in meinem Leben und im Leben von uns allen hier in der Halle und im Livestream oder im Podcast, dass das mehr Realität werden. Dass wir lernen, was es heisst, uns nicht dieser Macht zur Verfügung stellen, sondern dir und deinem Reich. Und Gott, ich danke dir, sind wir nicht einfach ein Opfer von unseren Umständen, sondern eine Waffe in deiner Hand. Und ich bitte dich, dass du heute Menschen freisetzt, die das hören. Dass du Menschen frei machst, dass sie Sachen loslassen können und Ketten fallen einfach ab. Nicht aus Anstrengung, nicht aus Arbeit, sondern einfach durch die Kraft von deinem Heiligen Geist. Weil du hast gesagt, du befähigst uns für das neue Leben. Ich bitte dich für all die Leute jetzt hier drin, die sich schon damit abgefunden haben, dass sie gefangen sind. Die sich damit abgefunden haben, dass sie meinen, die Kette gehört zu ihnen. Ich danke dir, Jesus, gibst du uns eine neue Identität
als Söhne und Töchter in deinem Reich, in deinem Dienst, als Waffe von deiner Gerechtigkeit. Ich danke dir für das. Und Gott, ich bitte dich, dass hier im ICF ein Ort sein von der Freiheit, dass Menschen hier befreit werden, weil sie dieses Evangelium hören, verstehen und deine Liebe begreifen. Ich bitte dich, dass wir eine Gemeinschaft sein von der Freiheit. Eine Gemeinschaft sein, wo Menschen ausgerüstet werden für ihren Dienst. Dass wir nicht einfach nur ein Selbstmitleidsclub sind, sondern dass wir in deiner Hand dürfen sein als deine Werkzeuge, Jesus. Amen. Amen.